Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, 24. Bundesliga-Spieltag in Frankfurt, 1:0 gewonnen. Ich würde sagen, hoch verdient gewonnen. Wir waren ganz klar die bessere Mannschaft, ganz klar die aktivere Mannschaft, ganz klar die aggressivere Mannschaft. Auch wenn Frankfurt gut dagegen gehalten hat teilweise. Wir waren diesmal sehr konzentriert. Wir haben nicht diese Schwächephasen von 20, 30 Minuten gehabt wie in den letzten Spielen. Aber wir waren defensiv sehr, sehr gut organisiert. Da muss man auch mal heute ein extra Lob an Kimmich aussprechen, würde ich sagen. Ansonsten, Hernandez hat sich reingebissen, Opa hat sich reingebissen. Hat mir sehr gut gefallen. Ein paar Sachen habe ich nicht ganz verstanden, wie immer. Wenn wir gleich mal ein bisschen ins Detail gehen. Aber im Großen und Ganzen haben wir ein interessantes Spiel gesehen. Zwischenzeitlich, so Anfang, zweite Halbzeit war es so ein bisschen, bisschen dahin geplätschert, so 10 Minuten, aber dann war wieder von beiden Seiten mehr Pfeffer drin und ja, wir hätten das Ding natürlich schon vorher entscheiden können, wenn nicht müssen. Aber ansonsten haben wir ein gutes Spiel gesehen, ja, 1:0, was hoch verdient war, meines Erachtens nach. Und ja, alles gut von unserer Seite. Ich würde sagen, ich aktualisiere hier nochmal, dann schmeißen wir erstmal einen Blick in die Statistiken, bevor wir ein bisschen gezielter darauf eingehen. Gut, 1:0, Live-Ticker ist hier noch aktuell. Ja, ich bin wie immer, ne? Ja, ist nicht mehr, immer kurz nach Abpfiff. Ja, man sieht 68,4% Ballbesitz, auswärts wohlgemerkt. Man sieht 16:3 Fouls. Trotzdem haben wir 65% der Zweikämpfe gewonnen. Also das sagt schon viel aus. Schüsse aufs Tor 1:9. Schüsse insgesamt 6:21, Ecken 2:8, angekommene Pässe 197:5, 169. Flanken 8:9. Ich denke, die Statistik sagt alles. Anhand der Statistik sieht man eigentlich auch, wie überlegen wir waren. Und dafür hat man es dann zum Ende hin, ja, hat man die Frankfurter leben lassen, hat ihnen die Chance gelassen. Weil es nur 1:0 stand, ne? Muss man ganz klar sagen. Da war zum Schluss nochmal ein bisschen Kitzel drin. Wobei man sagen muss, wir haben es auch wirklich super dann runtergespielt, die letzten 10 Minuten. Aber ich habe da jetzt nicht so das Gefühl gehabt, dass da hinten einer wackelt und wir jetzt irgendwie jederzeit einkassieren könnten von Frankfurt. Also das Gefühl habe ich nicht gehabt, von daher war es okay. Schüsse insgesamt. Levi 3, Coman 2, Kimmich 2, Torschussvorlagen, Kimmich 1. Gewonnene Zweikämpfe, Kimmich 9, Upa 8, Hernandez 7. Leute, ich habe die Statistiken vorher nicht gesehen, no? Aber sind genau die 3 Leute, die ich angesprochen habe, waren für mich heute auch sehr, sehr gut. Ballkontakte 131 Süle, 119 Kimmich, Hernandez 118. Ja, Süle hat das auch gut gemacht heute, das Spiel sehr gut aufgebaut. Was heißt aufgebaut? Oft halt auch nur kurz durchgesteckt, aber ein paar gute Pässe gespielt. Hat das Spiel im Großen und Ganzen schon ganz gut aufgebaut. Gefoult worden, interessiert uns nicht wirklich, der Mist. Was ich nicht ganz verstanden habe, ich meine, wir haben jetzt mit einer Dreierkette gespielt, auch wenn es eine Viererkette von der Spieler her aufgestellt war. Weiß ich nicht, ob man Pavard da rechts spielen lassen muss. Da hätte es hier auch andere Alternativen gegeben. Er hat es nicht schlecht gemacht. Gerade auch zwischenzeitlich, was vorne das Gegenpressing anbelangt und vorne die Balleroberung, das hat er wirklich gut gemacht. Aber er ist natürlich jetzt nicht so der Offensive da auf dem rechten Mittelfeld. Wobei man sagen muss, dafür war ein Gnabry noch auf dem Feld. Aber der war irgendwie nie rechts. Ne? 2, 3 Mal. Ansonsten war der auch wieder nur in der Mitte rumgestanden. So wie Musala auch 70 Minuten oder 60 Minuten vorher auf dem Feld war, in der Mitte rumgestanden ist. Und die Mitte war halt wieder komplett dicht. Ja? Ich verstehe es immer noch nicht ganz. Ich meine, zum Glück haben wir heute einigermaßen viel über Coman gespielt, also über links. Und das waren auch die einzigsten Szenen, woraus dann Gefahr entstanden ist, ja? wenn man sich das mal genauer anguckt. Also habe ich wieder nicht verstanden, dass wieder so viel da durch die Mitte versucht wurde. Ich meine, zweite Halbzeit war es ein bisschen besser. Da haben wir natürlich dann auch ein bisschen mehr Raum gehabt nach dem Tor. Und Musiala eine Position weiter nach hinten. War auch ein bisschen besser heute, wie da vorne zu stehen und irgendwie um ihn rum 4 Gegenspieler gefühlt, ja.
Habe ich nicht ganz verstanden, aber gut. Ist halt so. Levi hat heute, auch wenn er kein Tor gemacht hat, überragendes Spiel für mich gemacht. Wirklich ein überragendes Spiel. Hat so viel geackert, so viel gerannt, war so weit auch im Mittelfeld drin, hat die Bälle geholt, immer wieder sich angeboten, hat nie irgendwie einen Ball abgeschenkt, ist nie stehen geblieben. Ich finde es sehr, sehr schade, dass der Schuppo so ein eigensinniger Drecksack heute war und den Ball nicht quergelegt hat in der 92. Minute und Levi sein Tor gegeben hat, was er heute definitiv verdient gehabt hätte. Ja, aus Schuppos Sicht kann man es irgendwo nachvollziehen. Er ist halt ein Stürmer. Aber ja, er hat sogar noch in die Mitte geguckt und hat Levi gesehen. Also dann ist es schon traurig, weil er war natürlich super postiert. Er hätte den noch einschieben brauchen. Fand ich ein bisschen schade. Und hätten wir noch das 1-1 gekriegt, wäre es natürlich richtig ärgerlich gewesen. Ja, der muss er einfach querlegen, meines Erachtens nach. Ja, ansonsten, wie gesagt, von unserer Seite ein super Spiel. Wir haben super dagegen gehalten, auch gegen die Stimmung und sowas. Man hat auch dann so in der 80. Minute nochmal gesehen, wie ja, Hernandez und Kimmich sich dann gefeiert haben, obwohl es natürlich abseits war, aber trotzdem hat Hernandez da den Zweikampf noch genommen und gewonnen. Und bei Hernandez war es wieder so, umso länger das Spiel ging, umso stärker wurde er, umso besser kam er rein in die Zweikämpfe und so weiter. Also ich glaube, wäre das Spiel noch eine halbe Stunde gegangen, dann wäre er da über das Feld geflogen quasi. Nee, Hernandez wirklich, umso länger das Spiel ging, umso besser wurde er meines Erachtens nach. Ja, ansonsten habe ich nicht viel zu meckern. Ja. Wir haben wieder ein bisschen Abschlusspech gehabt. Oder Frankfurt Glück, wenn man zweimal den Trapp einmal ins Gesicht und einmal so vor die Birne schießt, ja, anstatt dass der Ball ins Tor geht. Ansonsten hat er natürlich ein, zwei Mal ganz gut noch gerettet. Also, wie gesagt, das 1:0 war oder ist natürlich hochverdient. Gut. Ich würde sagen, wir gehen mal die einzelnen Spieler ein bisschen durch. Was ich ein bisschen schade fand und was ich auch nicht verstanden habe. Ich meine, es war ja gut, dass schon mal ein Offensiver draußen war, man konnte einwechseln. Ja? Das ist ja das, was ich eben im letzten Talk auch gesagt habe, was halt ein bisschen sinniger ist, dass man halt einfach mal dann in der 60. oder 70. noch eine Granate bringen kann, die frisch ist. Ja? Man hat es ja gesehen, wozu es heute geführt hat. Das macht schon mehr Sinn, wie andersherum, als wenn man alle da vorne reinknubbelt. Aber ich meine, mit Musala war ja heute auch nicht unbedingt ein Defensiver auf dem Platz. Ja, gut. Ich würde sagen, wir gehen mal die Spieler durch, dann kann ich da noch ein bisschen was zu sagen. Ulle hat ein super Spiel gemacht. Ne? Hat 2, 3 Flanken sehr gut und Ecken sehr gut runtergepflügt, auch gerade zum Schluss da nochmal. Und sonst souverän. Ja, war immer anspielbar. Klar ist er jetzt nicht der Neuer fußballerisch. Spielt halt mehr lange Bälle dann raus, die vielleicht auch mal wieder beim Gegner landen. Aber alles gut, hat er für mich sehr gut gemacht. Will ich heute eine 2 geben. Hat auch Sicherheit ausgestrahlt. Nicht so diese Unsicherheit, die er vielleicht noch vor 2 Spielen so ein bisschen hatte. Aber ganz normal, wenn du die ganze Zeit nicht spielst. Ne? Süle würde ich heute eine 3 geben. Ja, was Aufbauspiel anbelangt, alleine Tatsache geschuldet, dass er der Mittlere in der Dreierabwehrkette war, ja, ist er dafür da, das Spiel so ein bisschen aufzubauen. Sah aber wieder zweimal richtig, richtig schlecht aus in den Zweikämpfen. Hat aber natürlich auch viele Dinger gut geholt, auch vom Stellungsspiel her. Also von daher würde ich sagen, schon so ein bisschen ausgeglichen. Von daher ist er mit einer 3 da gut aufgestellt, denke ich. Wow, ich sehe die ganze Zeit, dass ich hier auf Talk bin. Naja gut, ob ihr jetzt meine Fratze gesehen habt oder nicht, weiß jetzt auch nicht so gut. Upa, ja. Ich würde ihm eine gute 3 geben. Für eine 2 vielleicht noch so ein bisschen die Sicherheit. Gerade so die erste halbe Stunde hat man das noch so ein bisschen gemerkt, fand ich. Aber ansonsten, ja. Es sieht manchmal immer so aus, oder es sieht öfters so aus, wenn so ein Ball kommt, ist der Stürmer so einen Meter vor ihm oder ist er am Ball. Das ist aber beim Upa normal. Er holt den Ball dann, wenn der Stürmer den Ball hat. Also er ist ein bisschen anderer Spielertyp, so im Gegensatz zum Süle. Der Süle ist halt öfter vorm Stürmer am Ball. Beim Upa ist es meistens umgekehrt. Er ist erst der Stürmer am Ball und dann hat der Upa den Ball. Ist immer ein bisschen kurios, aber das ist halt auch irgendwo seine Spielweise. Ja, war aber schon viel, viel, viel sicherer, ja. Gut, jetzt so Aufbauspiel war jetzt nicht so viel, weil er halt fast rechts außen war. Also er war ganz rechts von der Dreierkette.
Hat aber das, was er gemacht hat, war okay, ja. Süle hat auch einmal einen katastrophalen Pass in die Mitte gespielt, der schon, wo hätte mehr raus passieren können. Also, die sind alle nicht von Fehlern frei da. Also, Opa hat für mich aber heute. Man sieht, dass es ihm gut tut, einfach mal jetzt ein paar Spiele zu machen. Ne? Und dann muss man da jetzt auch mal beibleiben. Dasselbe für Hernandez. Hernandez, ja, für mich auch ein gutes Spiel gemacht, würde ich heute ganz klar wie Opa eine gute 3 oder eine 2 geben. Man hat es auch in den Zweikampfwerten gesehen von den beiden. Und gerade wie ich vorhin schon sagte, so die letzte Viertelstunde, Hernandez war einfach omnipräsent. Der war überall. Ja, jeder Zweikampf, er war da. Ja, wo der Coman sich da ein bisschen austanzen lassen hat oder ein bisschen Pech hatte an der Außenlinie, wo Hernandez dann da angeflogen kam. Ja, weiß ich nicht, 90., 92. oder was. War halt mega gut. Aber Defensive heute generell, ja. Kingsley Coman, ja, war der aktivste neben Levi vorne. Ja. Also Gnabry und Musiala sind da schon stark gegen abgefallen. Auch nach hinten hin hat Coman immer wieder mitgearbeitet. Coman würde ich heute auch eine 2 geben. Kimmich ganz klar eine 2. Kimmich hat heute mal gezeigt, dass er Defensivspieler sein kann, wenn er denn möchte. Er war heute ganz klar die 6 und defensiv bärenstark. Ja, muss man einfach mal so sagen. Er hat super gemacht. Hat sich auch immer wieder mal fallen lassen, dass dann doch eine Viererkette stand. Beim Aufbau auch mal. Ansonsten ja, defensiv. Er war einfach ein bisschen defensiver. Ich war gefühlt einfach 10, 15 Meter weiter hinten wie die ganzen Spiele vorher. Also ich denke schon, dass das auch eine Anweisung war von Nagelsmann. Klar, was dadurch ein bisschen abgegangen ist, war dann so ein bisschen der Spielaufbau über den Josh. Ja, hat man so gesehen, wenn er so 15 oder 10, 15 Meter in der gegnerischen Hälfte war, da war er dann ein bisschen langsam. Ja? Da war er ein bisschen vorsichtiger. Nichtsdestotrotz hat er natürlich dann auch den super Ball auf den Sané gespielt, ne? Aus der Position heraus. Also ich finde auch auf der Position ist Kimmich halt für uns wichtiger auf der klaren 6, als wie auf so einer zwischen 6 und 8 rumgedöns, ja, meines Erachtens nach. Also ganz klar alleinige 6 heute und hat super gemacht. Ja, im Zusammenspiel mit den 3 Jungs dahinter. Bärenstark, meines Erachtens nach. Und trotzdem noch Akzente nach vorne gesetzt. Trotzdem noch versucht, die Bälle zu verteilen. Ja, wie ich schon sagte, zwischenzeitlich war er ein bisschen langsam vielleicht. Ja, da noch ein Tacken gedankenschneller ist, aber da war er, glaube ich, heute war es so ein bisschen mehr, da stand es auch noch 0-0, so ein bisschen mehr auf Sicherheit ausgelegt. Ne? Mal nicht den riskanten Direktpass spielen, sondern lieber mal annehmen, mal gucken, mal drehen, mal nochmal quer spielen. War völlig okay, meines Erachtens nach. Benji, Pavard, ja, war erst ein bisschen blass, fand ich, so auf der Position. Ich glaube, musste sich auch erstmal ein bisschen finden. Oh, sorry, Leute. Ich denke, musste sich auch erstmal ein bisschen finden, weil den rechten Verteidiger hat er heute nicht wirklich gespielt. Ja, wenn es zu einer Viererkette kam, dann kam es zu einer Viererkette, wenn Kimmich mit hinten war. Also Pavard war eigentlich gar nicht heute rechter Verteidiger. Klar, so zum Schluss hin, oder wenn Frankfurt mal so eine Mini-Drangphase hat, nenne ich es mal, ja, dann war es vielleicht auch mal eine Viererkette mit Pavard und Kimmich davor. Aber das war super selten. Ja, wäre jetzt ein richtiger rechter Mittelfeldspieler, hätte er natürlich ein bisschen mehr machen können aus der Position. Aber ich finde, er hat es auch gut gemacht. Ja, über die Seite kam halt nichts, weil Gnabry halt immer in der Mitte stand. Ja? Oder auf der Halbposition. Da war halt generell das Zusammenspiel Pavard, Gnabry ist halt einfach schlecht. Ja, das muss man einfach, ich weiß nicht, ob die sie nicht riechen können oder was. Ich habe keine Ahnung. Die beiden auf einer Seite ist irgendwie, ist meistens nicht so gut. Aber Pavard hat es für mich gut gemacht. Auch umso länger das Spiel ging, umso stärker wurde er auch. Und wie ich schon sagte, gerade vorne, wenn es ums Pressing ging und um Bälle, zweite Bälle abfangen und sowas, war er bärenstark, der Pavard heute. Hat da viele Bälle für uns gewonnen. Von daher würde ich auch eine gute 3 sehen. Sabitzer ist leider der Einzige, der wieder richtig abgefallen ist. Ja. Muss man ganz klar so sagen. Also mehr als ausreichend war es nicht. Eher war es schon ausreichend Minus. Also zwischen 4 und 5 würde ich ihn ansiedeln.
Ja, er hat, ich weiß nicht, ob er das Gegenstück zum Pavard spielen sollte oder ob er doch einen Achter spielen sollte. Er war irgendwo dazwischen gefangen, zwischen 8 und linke Seite irgendwo. Ganz komische Position hat er gespielt. Ähm, Zweikämpfe gefühlt gar nicht gewonnen, Pässe sind auch gefühlt gar nicht angekommen. Offensivaktion, ja, an eine kann ich mich erinnern. Defensivaktion, gar nichts, ist nur hinterhergelaufen. Kein Stellungsspiel gehabt zu seiner Position, also ganz, ganz schlecht. Hätte ich ihm lieber auf dem rechten Mittelfeldseite gesehen, da hat er ganz, ganz gute Spiele mal in meinen Augen gemacht im letzten Spiel. Also, das war gar nichts heute. Hat mich bisschen gewundert, dass er so lange auf dem Platz war, bin ich ganz ehrlich. Ja, ich hätte mir da einen Marc Rocker gewünscht, gerade auch mit seiner Ballsicherheit, also die hatte Sabitzer heute auch gar nicht. Man hat auch, oder ich habe es zumindest so empfunden, dass gerade Kimmich es dann schon echt teilweise vermieden hat, den Sabitzer anzuspielen. Ja, das war schon für mich ein bisschen offensichtlich. Dann hat er halt eher auf dem Halbrechten, auf dem Gnabry gespielt oder auf dem Pavard, anstatt einen Sabitzer anzuspielen, obwohl er ganz gut postiert war. Ist natürlich ein bisschen schade für ihn. Wie gesagt, ich fand ihn die letzten beiden Einsätze eigentlich mit aufsteigender Tendenz, aber heute war wieder gar nichts. Ich kann euch nicht sagen, woran es liegt. Keine Ahnung. Gnabry war heute, ja, ihr kennt meine Meinung oder die mich hier regelmäßig gucken, wissen, ich bin kein Gnabry-Fan. Er hat es heute nicht ganz so schlecht gemacht, ich will ihm heute auch eine 3 minus geben. Allerdings verstehe ich nicht, warum der Gnabry spielt, sage ich euch ganz ehrlich. Wenn ich die Wahl habe zwischen Coman, Sané und Gnabry, ist Gnabry ganz klar derjenige, der auf der Bank sitzen muss. Ja? Ich habe es in den letzten Talks schon mal gesagt, ich glaube, das ist so ein bisschen Arschpuderei vom Nagelsmann. Ja, es mag sein, dass der Nagelsmann ein Gnabry-Fan ist, er war ja mal in Hoffenheim ausgeliehen und so weiter. Aber er rechtfertigt das aktuell mit Leistungen nicht wirklich. Wie gesagt, es war heute keine schlechte Leistung von ihm. Das würde ich gar nicht sagen, habe ich ja gerade gesagt, so 3 minus. Wollte ja sogar querlegen auf den Levi, das eine Ding. Den hätte er wahrscheinlich selber reingedroschen. Da hat er sich ein bisschen falsch entschieden. Das hat er öfters mal, so ein bisschen falsche Entscheidungen, aber das ist auch nicht schlimm, das ist nicht so wild, aber von der Form her, ja, muss er ganz klar draußen sitzen, wenn es um die 3 geht. Habe ich nicht verstanden, warum Sané draußen sitzt, bin ich ganz ehrlich. Sané war für mich die Saison bisher der konstanteste und der stärkste von den dreien. Und dann ganz klar die letzten Spiele Coman mit mega guter Form. Ne? Keine Ahnung. Habe ich nicht wirklich verstanden, aber gut. Ist so. Spielt am Ende des Tages auch keine so große Rolle. Hysala habe ich vorhin schon ein bisschen was zu gesagt. Ja, würde ich die ersten 60, 65 Minuten bewerten müssen, wäre es ungefähr dasselbe wie beim Sabitzer. Ja, eine 4, eine 4 minus. Man hat ihn ganz, ganz selten am Ball gesehen. Wenn, hat er die Bälle relativ schnell verloren. Ja, zwischenzeitlich hat er mal einen Ball zum Mitspieler gebracht. War aber auch nicht oft am Ball gefühlt. Ne? Also hing mehr in der Luft, war dazugestellt in der Mitte vorne. Hat man sich heute keinen Gefallen getan, egal wen man da hinstellt. Ja? Auf der man hat gesehen, wo Levi überall war, wo Levi sich die Bälle geholt hat. Ja, wäre Levi da vorne stehen geblieben, wo er stehen müsste, hätte das genauso ausgesehen. Ja. Klar, irgendeiner muss da stehen, um die Spieler von Frankfurt da zu binden. Von daher kann man ihnen da jetzt nicht so einen großen Vorwurf machen. Wie gesagt, es ist einfach der Abwehrleistung auch von Frankfurt geschuldet, die es da gut gemacht haben, die Mitte zugemacht. Ne? Muss man ganz klar sagen. Ja, wo dann die Wechsel kamen, wo er dann mehr von der 8 kam, hat man gleich gesehen, dass ihm das in dem Spiel besser gelegen hat, weil er einfach mal ein bisschen Raum hatte. Ja, er hatte mal 10, 15 Meter und konnte mal auf die Abwehrspieler drauf zulaufen, was vorher gar nicht möglich war. Ja, er stand ja immer direkt bei den Abwehrspielern. Da hat er mir besser gefallen. Ein bisschen schade, dass er dann ausgewechselt wurde, aber ich denke einfach, ja, da war dann vielleicht noch nicht so genug Benzin im Tank, wa? Levi habe ich schon gesagt. Levi für mich heute Note 1. Auch wenn er kein Tor gemacht hat. Er hat die Kapitänsbinde getragen und er hat sich genauso verhalten. Ja? Er hat nicht einmal gemeckert, wenn er nicht angespielt wurde. Er hat jeden angefeuert. Er war auf dem Platz überall. Er hat unwahrscheinlich viel gerannt, geackert und ist unwahrscheinlich viel gerannt. Ja,
Hat natürlich auch noch 2 gute Chancen gehabt, darf man auch nicht vergessen, ja. Und ja, wie ich schon sagte, dann, dass er Choupo da nicht quergelegt hat, das war ein bisschen schade. Aber selbst da hat das nur mal angezeigt, ja, hat ihn nicht irgendwie angefahren oder sowas. Ja, vorbildlich. Choupo, habe ich ja schon gesagt, die einzige Szene oder die einzige erwähnenswerte Szene war halt diese. Ansonsten, ja, ist er da wieder rumgeirrt. Wenn er mal angespielt wurde, hat er den Ball meistens direkt verloren. Keine Ahnung. Ist natürlich auch schwer, wenn du da irgendwie für 2, 3 Minuten auf den Platz kommst. Marc Rocker, ich habe die Einwechslung gesehen. Ich glaube, der war nicht einmal am Ball, oder? Ich glaube, der war in die 12 Minuten, die auf dem Platz war, nicht einmal am Ball. Alter, ich weiß es nicht. Vielleicht hat er irgendwo Laufwege zugestellt oder was. Ich habe ihn leider nicht am Ball gesehen. Ja, ganz klar, ich hätte mir den Rocker gewünscht, anstatt einen Sabitzer. Klar, ich verstehe das, dass man den Sabitzer gebracht hat, weil, wie ich schon sagte, für mich hat er die letzten 2 Spiele auch aufsteigende Form gehabt. Hat er sich verdient, heute zu spielen. Aber in der Halbzeit hätte man ihn auswechseln müssen. Ja, er war einfach richtig schlecht. Da hätte man mal den Marc eine Chance geben können. Also die Spiele, die er gemacht hat, war er ja jetzt nicht schlecht. Und er ist halt ein Ballhalter, ein Ballverteiler. Und das kann er. Ja, ich glaube nicht, dass er irgendwie heute schlechter gespielt hätte wie ein Sabitzer. Ja, und der letzte, Leroy Sané. Ja, man hat es gleich gesehen, es war halt gleich wieder Power auf dem Platz, gleich wieder nochmal einen Tacken gefährlicher, ein bisschen mehr Schwung. Ja, hätte ich mir halt von Anfang an gewünscht. Ja, dann wäre Coman halt über rechts gekommen, Sané über links und wäre gut gewesen. Wie ich gerade schon sagte, ich verstehe es nicht ganz mit dem Gnabry, aber gut. Wer weiß, was da so mit rein, welche Gedanken da so mit reinspielen, ne? Ja, das war's. Das ist meine Meinung zum Spiel. Ich kann es gerne nochmal zusammenfassen, wie ich schon sagte, in meinen Augen hochverdienter Sieg. Klar, mit Sicherheit 1, 2 Tore zu wenig, aber da haben wir einfach ein bisschen Pech gehabt oder Frankfurt hat auch oft noch einen Kopf, einen Fuß dazwischen gehabt, war hinten sehr, sehr dicht gestaffelt im eigenen 16er. Plus der Trapp hat 2-mal ungewollt gut gehalten, 2-, 3-mal gut gehalten, gewollt. Und das hatte mich zwischenzeitlich schon so ein bisschen ans Hinspiel erinnert, auch wenn unsere Chancen nicht so riesengroß waren wie im Hinspiel. Ja, aber ich denke, man hat es heute gesehen, dass das alle wollten. Ja, dass es keiner irgendwie mal einen Schub rausgenommen hat. So 2 Gänge rausgeschaltet oder sowas. Hat mir heute sehr gut gefallen. Und von daher bin ich guter Dinge. Nächstes Spiel. Kriegen wir wieder Samstag, oder? Jetzt ist ja erstmal DFB-Pokal unter der Woche. Da spielen wir ja keine Rolle. Ja, wir spielen am Samstag 15:30 zu Hause gegen Leverkusen. Ich denke, das ist nochmal jetzt ein guter Gradmesser, was unsere Abwehr anbelangt. Leverkusen hat auch keine gute Abwehr, da mache ich mir keine Sorgen. Das wird ein torreiches Spiel werden, zumindest von unserer Seite her. Aber heute war unsere Abwehr schon sehr stabil, sehr gut. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel gegen Leverkusen. Ja, ich denke, da können wir gespannt drauf sein. In diesem Sinne, Leute. Rot-weiße Grüße gehen raus, bleibt gesund und wer Bock hat, nächsten Samstag hört ihr wieder meine bescheidene Meinung zu unserem Spiel. Tschüssi.